Auf dem Weg zu neuen Abenteuern geht es weiter hier bei Pokémon Omega Rubin. Willkommen zurück, Leute. Und schon steht der erste Kampf bevor gegen einen Fritzelblitz. Ja, Fritzelblitz Voltenz sind wieder wiederum Pokémon, die, ja, sagen wir mal so, eigentlich noch ganz cool sein können, aber wie ich finde, relativ viele Erfahrungspunkte benötigen. Wer das weiß, ja, ich habe ja Tschüssikowski. Trainiere gerade auf Alpha 4 ein Voltenzo, sag ich jetzt mal so. Und ja, das ist nicht ganz so schnell bei den anderen Pokémon. Lalala. Tipps für Trainer. Was ist der los? In einem Pokémon-Kampf. Ja, natürlich die Statuswerte, beziehungsweise natürlich auf Änderungen. Sag mal kurz am Pokémon-Team. Oh, bitte, dankeschön. Der Pokémon-Sammler Edwin. Oh, der Edwin. Lombrero. Ein Pflanzenwassertyp. Ist jetzt die Frage, weil Nitrolam natürlich irgendwie habe ich Stab drauf, aber mache normalen Schaden, weil es wie gesagt Lombrero ein Pflanzen- und Wassertyp ist. Schnabel wird doppelten Schaden machen, aber ob es wirklich mehr machen würde, weil es Stab drauf hat. Oh, schlecht, was mindestens ein Absorber gegen Feuer-Pokémon, viel Spaß. Oh Mann, hey, du bist doch so doof. Du reißt keine Glut. Lombrero. Unser Ziel, wir sind Partfreunde, ist, dass wir natürlich nach Malvenfroh City gelangen. Einerseits mal, um die große Stadt neu kennenzulernen. Wie gesagt, jetzt auch seit dem Originalspielen ziemlich verändert. Und dann können wir auch noch ein bisschen was vorbereiten für den nächsten Part dann, wenn wir mal mit Alpha Saphir endlich mal wieder tauschen werden. Und dann auch das Stohl-Junior erhalten werden. Jo! Keine Chance für Blados. Und der Edwin. Muss den Schwanz einziehen. Lalala. Alter, gibt es noch viele Pokémon, die ich gar nicht gefangen habe, wa? Müsste eigentlich mal wieder. Ja. Eigentlich mal wieder unser Tannel müssen trainieren, wa? Also, wenn es so stark ist, damit wir wieder ein paar Pokémon fangen können. Ein Simsalanit, ja. Das ist schon erstaunlich. Wie gesagt, Alpha Saphir, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt bereits hat er 3 solche Megasteine gefunden. Verrückt, vor allem, ich glaube, die tauchen immer nur abends auf. Lalala. Wir sind voller Tatendrang. Ich glaube zumindest, dass es so ist. So, kann ich einfach da mal registrieren lassen. Zack. Denn der ist so ziemlich nützlich, sieht aber auch ziemlich behämmert aus. Hat er das entdeckt? Die Frage ist wo? Nicht weg. Muss hier in der Nähe sein, wa? Ein Pokémon, vermutlich ein Minun. Hier müsst ihr aufpassen, Leute, denn der Itemradar, mit dem lässt sich nicht schleichen. Wieso? Keine Ahnung, vermutlich haben sie irgendwelche Frames vergessen dazu. Wir kommen jetzt mit dem vorbei. Ja. Das macht sich unmöglich, dass ich verliere. Oh Mann, was bist du für ein Trottel? Psycho-Wendelin. Oh verdammt, Psycho, das ist nicht gut. Ein Aber, was hat er schon drauf? In der Regel nur Teleport. Deswegen würde man sagen, ganz schnell die Nitro-Ladung. Das ging jetzt wirklich schnell. Jungglut erhält Erfahrungspunkte. Schwalbini. Tunnel. Aber Zickzacks wollte nicht, das ist doch doof, Mann. So, und jetzt? Das Licht. Ja, Schnauze. Und wir haben noch einen versteckten Pokéball. So. Das klingt nach einem Voltoball. Ja, die gibt es hier auch. Yep, das ist wohl ziemlich sicher ein Voltoball. Mal gucken. Ja. Ist es. Auf Level 13 müssen wir hinkriegen. Besonders, weil es keine spezielle Attacke drauf hat. Also speziell im Sinne von besonders wäre. Tja. Wenn es geht, ja fangen, wa?
Ja, es war jetzt wieder zu viel, noch zu wenig. Es war... Mal schon am Tunnel ein bisschen mehr hinkriegt, wa? Mit der Zurückhaltung soll es fangen. Du. Oh yeah, Mann, das ist mein Ziel. Du. Nein! Mann! Wieso bin ich jetzt... Hä? Bin ich gar nicht runtergerutscht? Und Glück aber reicht's gar nicht. Natürlich haben wir Pech. Hä? Alter, es wird so... Finde ich das Schiebepad? Wieso ist es so empfindlich, verdammte Scheibenkleister? Naja. Kann sagen, genug Zeitpunkte und so, um diese Pokémon zu fangen. Du. So. 2 Yunago-Beeren. Okay. Und nochmal 2 gefunden. Gefunden ist vor allem gut. Geerntet trifft es besser. Jo. So Straßen an oben, an unten. Und Straßen Menschen ein verbogen. Das ist recht und billig. Wie du meinst. Das ist ja so ein Wassertränen, wenn man sagen. Blanas, sag ich schon. Kokiri natürlich. Dessen Spitznamen bei euch ja, so wie ich gelesen habe, noch ziemlich guten Einklang findet. Anklang, Entschuldigung. Ja, natürlich wäre es da mit dem C besser gewesen, aber ist echt so. Es gibt ja scheinbar auch andere Namen, zum Beispiel irgendwie Hentai und so, das du gar nicht eingeben kannst. Okay, verstehe ich ja gewisse Worte, dass man die blockiert. Spitznamen, wieso Kokiri mit C? Verstehe ich jetzt gar nicht. Naja. Game Freak bzw. Nintendo, wer ihm das eingeführt hat, wird schon was dabei gedacht haben. Und den Tacha ist am Arsch. Ziggy. Der soll Level 20 erreichen, wa? In der Hoffnung, dass dann die Weiterentwicklung, sprich Geradax, 4 VMs drauf haben wird. Wobei, vermutlich wird es nur 3 sein und der 4. wird dann wohl Geheimpower sein. Oder Geheimpower eigentlich auch noch Kokiri beibringen könnte. Kann je nach Situation... Ja, wobei, nee. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Wow, wieder viele Erfahrungspunkte. Ja, schon verloren flext. Ja, du bist halt ein Schwächling. Ah. Ist ja ein Spaß mit der Fahrrad voller Pulle den Radweg entlang zu düsen? Irgendwie schon, wa? So, dann ganz kurz Kokiri trainieren. Also sprich, noch ein Level müssen wir mit einem Kampf hinkriegen. Verdammt, war zu schnell. Und wie gesagt, den nächsten Part hoffentlich tauschen, weil ich will Stolunia bereits im 3. Arena-Kampf einsetzen. Ja, der richtige bereits im 3. Kampf will ich den verwenden, wenn es überhaupt klappt. Müsste eigentlich schon, von dem her. Mal den Klingensturm versuchen. Zugabe! Da kommt so nochmal, keine Sorge. Als Attacke gar nicht mal so übel. Ja, immer noch? Okay, der hält ziemlich lange. Dann tauschen wir mal ganz kurz aus gegen Tanhel. La la la. Ich dachte mal, dass der endlich mal Level 20 reicht für die Entwicklung zu Metang, dann hält er auch ein bisschen mehr aus. Hat auch ein bisschen mehr Power. Ich könnte eigentlich mal wieder vom Arena-Kampf ein bisschen EV-Training machen, was sprich Super-Training. Also, ich muss mal so sagen, bei Tanhel wird es vermutlich eher gut möglich sein. Andere Pokémon finde ich jetzt eher wie zum Beispiel Jungblut und so. Ja, ich weiß nicht, man einerseits natürlich sowieso cool, Super-Training zum Zeigen und so, und gewisse andere Trainingseinheiten freizuschalten. Andererseits, wenn ich schon EVA-Training mache, will ich das auch korrekt machen. Sprich, alle EVAs richtig verteilen und so, nicht irgendwie ein Teil so, ein Teil richtig und ein Teil so. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Aber die Beeren dazu zum Lernen haben wir noch gar nicht. Ja. Mit den Beeren halt bestimmte EVAs verlernen, das kommt erst spät und deswegen denke ich mir so, ja, wie gesagt, zeigen kannst du doch trotzdem mal. Lalalala. Ein Minun! Kann das auch mal mit Alva Saphir tauschen? Nö.
Man macht es sowieso so, dass man wirklich auf Alpha Saphir den Pokédex versucht zu komplettieren, also wenn ich mal einen Höhendex war, weil Nationaldex, ganz ehrlich, mit den vielen Pokémon, die es bereits heutzutage gibt, nee. Das ist mir zu viel, aber jemals ein Höhendex, sprich eben nicht Nationaldex, sondern eben nur den den Regionaldex, so mit dem Schuh draus. Das könnte noch ganz lustig werden. Minon, Minon! Ja, du minunst mich auch, So, ich muss sagen, ein Rasierblatt. Dann, wie gesagt, bei Kokiri mache ich es so, bis Level 28 trainieren, weil dann lernst du eine coole Attacke und dann, wenn ich bereits einen Blattstein habe, entweder hier, wobei das ein bisschen mit Zweifel dann halt getauscht aus Alpha Saphir, werden wir es dann entwickeln zu Tengulist. Nezil, du sollst keine Attacke mehr lernen. Ja, das passt schon so. So, perfekt. Also, Freunde, ab nach Malmfo City und, ja. Es sieht... Malmfo City, jetzt denkt ihr vermutlich, hä? Das ist doch irgendwie eine Eingangspassage. Ja, aber das ist Malmfo City. Ich sage, die ganze Stadt ist irgendwie wie ein riesen Einkaufszentrum. Echt krass. Wow, das ist alles Malmfo City. Haha, das scheint dir zu gefallen. Was sagst du, wollen wir uns in der Custom Malmfo einen kleinen Imbiss besorgen? Oder doch lieber ein Fahrrad als Radladen? Ein bisschen Sport hätte gut. Nein, zuerst mal ein Glück in der Arena versuchen. Also, wo ist die Arena? Ah, verstehe. Einfach gerade raus. Denken im Garten in der Mitte der Stadt. Ich komme! Aber, Heiko! Ja, der gute alte Heiko, wa? Also wir sehen, es gibt bestimmt Einrichtungen, die noch übernommen wurden von Originalspielen. Andere, zum Beispiel das Obergeschoss, sind total neu. Da gibt es bestimmte Räume, die total neu sind und so. Was ist denn das hier? Die Spielhalle wurde geschlossen. Dank für Ihre Treue. Der Betreiber des Spielhalle von Malmfo City. Was? Wieso? Das anfangen. Mal gucken. Gegamo-Puppe. Cool. Flaming-Puppe. Yeah. Ruhe-Puppe. Cool. Ja, auch dazu noch später etwas dazu. Gehen wir erstmal Pokémon Center. Das ist hier in der Mitte. Müssen wir immer daran denken. Hier in der Mitte sieht es sowieso aus. Ja, hier ist irgendwie ein Loch in der Decke. Der Prismaturm. Also, der Prismatürmchen. Ja, aus der Kalos-Region. Zwischen Malmfo City und der Metropole Illumina City in der Kalos-Region. Das Illumina-Türmchen. Nachts scheint das auch, also ist noch ganz lustig. So, aber erstmal müssen wir natürlich unser Pokémon ein bisschen heilen. Meine Pokémon sind wieder fit. Dankeschön. Und kann man sagen, mal Flammi, sage ich schon. Schwalbin natürlich ablegen, weil das Vieh brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, das ist leider so. So, Schwalbini, bitte weg mit dir. Der unten war. Weil, wie gesagt, soll eigentlich später mehr fürs Fangen, also sprich fürs Fliegen und so zuständig sein. Deswegen denke ich mal, ist die Entscheidung hier ganz praktisch. Das Speichern noch? Nö. Ach ja, Malmfo City gibt noch so viel hier zu tun. Ein Tag einsetzen und zum Item greifen. Ich glaube, die Entscheidung des Trainers bestimmt, wie ein Kampf verläuft. Das stimmt. Der Typ verkauft die TMs, nicht wahr? Jo, alles TMs, Aeroas, gibt's Stock. Alter, was sind die teuer? Ja, vergiss es, Kumpel. Dummerweise kein Erdbeben oder Steinkern oder so etwas. Leider nicht. So, den Pokéball, das ist momentan noch gut. Tränke brauchen wir noch ein paar mehr. Ja, seht schon, ihr könnt auch Hypertränke so bereits kaufen, aber wieso? Wir haben sowieso noch kaum Pokémon, das so viele KP hat. Deswegen lieber für später aufsparen. So, ich mache auch nicht mehr, denn es gibt hier bereits... Oh, doch nicht, verdammt. Okay, 2, 3. Eigentlich dachte bereits, es gäbe Hyperheil, aber...
Die kommen wohl doch erst ein bisschen spät. Ich habe nämlich doch bereits mal eine Suppe. Ja, wobei, Topschuss sind nachher besser. Ja, ist mal so. Ja, verkaufen einfach etwas. Ich hätte echt keine Ahnung. Die Musik, hey. La 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 la. Es geht weiter. Na dann, Leute, muss sagen, direkt ab zu Heiko. Mal gucken, was der Typ jetzt so treibt. Und die Arena ist wie ursprünglich auch hier oben links. Doch erstmal zeige ich euch das hier noch. Mit Riedel sind der 4 Kompassschwestern. Von hier liegt Rot 111. Wenn du zum Schlotberg willst, bist du hier die richtigen Werte. Tja, das ist die Karte. Mal, wo seht ihr die strahlendste Stadt der Freude? Ja, wie gesagt, ziemlich neu aus statt früher. Hier noch Malmwo TV, die konkurrenzlose Nummer 1 im Sendegebiet Höhen. Oha, aber erstmal hier die Arena gucken. Also, wenn es einfach irgendwie ein billiger Laden. Oh, bitte, Onkel, bitte. Ich will wissen, stark geworden bin. Dafür muss ich einfach diese Arena antreten. Bitte, einfach, bitte, 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 bitte. Warum musst du mal so bestürzen, Kleiner? Seit dein Leben dem Pokémon widmest, geht es dir viel besser. Daran besteht kein Zweifel. Aber nimm dir doch nicht gleich wieder, wenn du plötzlich in der Arena antrittst. Übernehme ich schon nicht. Fange Trassen mir hilft, besiege ich jeden. Ja, da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Oh, hi Michael. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind Trassen nicht viel stärker geworden. Liegt viel daran, dass du und mein Onkel das versteht. Okay. Das ist noch meine Bitte. Kämpf gegen mich, Michael. Jo. Vielen Dank, Mann. Okay, fangen gleich an. Gib alles, Trassler. Wir müssen einfach gewinnen. Los geht's. Ach ja, ein Kampf gegen Heiko, aber ganz ehrlich, Leute, der wird kurz und schmerzlos gehen. Wieso? Ihr seht bereits, er hat nur ein Pokémon. So, Kokiri, it's Showtime, wa? Ich will mal sagen, ganz elegant, Rasierblatt. Ich beschwöre mich. Ja, mach das mal. Und einen Prügler. Oh nein. Pff. Und so schnell kann der Kampf auch schon wieder vorbei sein. Wow, Michael, du bist so stark wie und je. Besonders schwierig war das auch noch nicht. Okay. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Vielen Dank, Michael. Trainer zu sein ist keine leichte Aufgabe, was? Es reicht nicht, ein Pokémon-Team einfach nur durch Kämpfe zu trainieren. Es gehört mehr dazu, ein guter Trainer zu sein. So nicht so niedergeschlagen, Heiko. Man sollte davon ab, nach und nach stärker und stärker zu werden. Richtig, nix. Komm, lass nach Hause gehen. Da warten schon alle auf dich. In Ordnung. Michael? Ja? Ich werde viel stärker werden. Mir ist so eines klar geworden. Ich beginne zu verstehen, was ich Drasler mir zumuten kann und was nicht. Deswegen möchte ich dich um etwas bitten. Ja? Bitte erkenne mich als dein Rival. Ich rede schon ein dummes Zeug. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Tschüss. Oh Mann, der Kleine. Er könnte einem leid tun. Jetzt müssen wir so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als sein erstes Pokémon fing. Verdammt dir allein, dafür bin ich dir sehr dankbar. Ach ja, hier ist eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Die Form des ersten Trümmer, geil! Also mach's gut. Tschüss. Ja. Das Trümmer haben wir jetzt. Das Problem ist nur, einsetzen können wir sie außerhalb des Kampfes erst, nachdem wir den Arena-Orden von hier gewonnen haben. Und das wird noch ein paar Parts dauern. Also, ja, mit 1-2 Parts. Aber wie gesagt, weil wir das erst im nächsten Part dann noch tauschen, mal Prosit noch ein bisschen ja, unsicher machen. Und dann, was dann noch? Gute Frage. Ja genau, nach runtergehen mit dem Fahrrad und so. Und dann ganz kurz angucken, wie es nach auf der Fahrradtour aussieht. Was gibt denn eigentlich noch so Interessantes? Reflexzonenmassage an der Pokémon, weißt du? Ja, wieso nicht? Was? Nudelholz?
Planas. Alles klar, bin fertig. Die Massage hat deinem Pokémon gut getan. Jetzt ist es zumindest ein bisschen zutraulicher. Jede Ebene ist wertsteil, cool, nur dumm, dass der Planas so nicht entwickelt. Naja, auf den Riolos und so gar nicht mal so schlecht. Natürlich auch ein Evoli, wenn die Pokémon gegen Preise tauschen. Oder gar keine. Das kommt auch erst später. Und das hier ist ein besonderer Ort für 3 legendäre Pokémon aus der Einal-Region. Oh, willkommen, ich betreibe hier einen Fachhandel für seltene Spiegel. Aber ich habe leider so gut wie keine Waren im Angebot. Hauptsächlich stelle ich hier unidentifizierbaren Krempel her, den mein Gatte angeschleppt hat. Demzufolge kann dieser Spiegel jetzt zum Beispiel auf die 3 Pokémon Boreos, Voltolos und Dementoros angewendet werden. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Naja, das klappt schon, wie gesagt, man muss ja erstmal ein Team haben. Genau, was war der Typi? Was haben wir hier noch Schönes? Alter! Mann! Kaffee Ohrenschmaus, Kaffee, Musik und du. Dafür gibt es noch ein paar Kämpfe. Willst du wissen, was ich mal am liebsten meine Zeit verbringe? Ja, mit der Pokémon-Reflex-Massage natürlich. Oh Gott. Ja, danke schön. Bist du ein Trainer? Nö. Noch ein bisschen gequatschen. Du bist Heikos Vater, war? Ein Onkel? Nee, doch nicht. Du einen Kilometer darüber bringen könnte. Oh, da muss man also mit seltenen Pokémon hinkommen. Alles klar, gut zu wissen. Ach, mit die alte. Musik übt eine ganz seltsame Kraft auf mich aus. Wenn ich mir ein Lied anhöre, das ich früher mal toll fand, fühle ich mich direkt in diese Zeit zurückversetzt. Schön für dich. Willkommen, Kaffee Ohrenschmaus, sind nur hineinspaziert. Ausbringen. Der Kanon ist eine normale Attacke. Das ist eine gute Frage, eine sehr, sehr gute Frage. Angriff mit Gesang sinkt der Anwender mit einem Kanon, kann die Attacke mehrfach auslösen und die Stärke steigt. Ja. Wegen die Attacke Spaß macht, why not, wa? Aber sonst würde ich sagen, Leute, mal vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für heute mal hier bei Pokémon Omega-Rubin. Nächsten Part, wie gesagt, geht es mit Tauschen weiter. Holen wir uns noch ein Fahrrad für die Fahrradtour schon fast. Haben hier noch ein paar Kämpfe und vielleicht auch noch gucken wir uns an, was es hier jeweils rechts neben dem Zentrum, natürlich auch oberhalb von Malmö-City noch zu bieten gibt. Denn nach dort oben gibt es noch 1, 2, 3 lustige Dinge zu sehen. Meine Heimatstadt Strato City braucht Strick in Sachen große Nix für es. Braucht Sick in Sachen große Nix nicht vor Malmö City zu verstecken. Okay, also später. Die Welt ist echt riesengroß, aber Strato City sollte wirklich jeder zumindest einmal im Leben gesehen haben. Human. Naja. Wie du meinst. Ja, in diesem Sinne, Leute, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal, wie gesagt, hier bei Pokémon Omega-Rubin. Tschüss.